Hallo, wir wollen uns heute die Frage stellen, was ist eigentlich neu am neuen Bund? Die Mehrheit der Christen denkt bei dem Begriff Neuer Bund als erstes an die Gnade und dass wir laut Paulus nicht mehr unter dem Gesetz stehen. Daher verbindet man den alten Bund auch mit Regeln, Vorschriften, Gesetzen und Gesetzlichkeit. Doch gleich im nächsten Vers stellt Paulus klar: Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Doch was bedeutet es eigentlich zu sündigen? 1. Johannes 3,4 gibt uns eine Definition davon, was Sünde ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Zu sündigen bedeutet also nichts anderes, als Gottes Gesetz, die 10 Gebote zu übertreten. Mit anderen Worten sagt uns Paulus hier in Vers 15: Sollen wir Gottes Gesetz übertreten, weil wir unter der Gnade sind? Das sei ferne. Und in Vers 31 macht er dies auch noch einmal sehr deutlich. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. An diesem Punkt muss aber auch gesagt sein, dass viele gar nicht den Unterschied zwischen dem Gesetz von Mose und den 10 Geboten, die Gott ihm gab, kennen. Man schmeißt alles in den gleichen Topf. Daher, bevor wir uns gleich mit dem neuen Bund beschäftigen, ist es gut, wenn wir uns dies vor Augen führen und nochmals in Erinnerung rufen. Gottes 10 Gebote sind ewig gültig. Sie wurden in die Bundeslade gelegt. Gott schrieb sie mit seinem eigenen Finger auf Stein, während das Zeremonialgesetz, welches in Christus seine Erfüllung fand, nur vorübergehend war und von Mose geschrieben neben die Bundeslade gelegt wurde und so weiter. Christi Tod am Kreuz ist kein Freibrief zum Sündigen, also zum Gottes ewiges Gesetz bewusst zu übertreten. Aber falls wir mal sündigen, können wir dankbar dafür sein, dass wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Schauen wir uns nun also einmal den neuen Bund an und was die Bibel uns dazu zu sagen hat. In Hebräer 4, 1 und 2 lesen wir: So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Paulus erklärt uns hier, dass das Evangelium schon damals Israel verkündigt worden ist, nur mit dem Unterschied, dass es bei ihnen keinen Glauben fand. Die Heilsbotschaft war ihnen schon damals verkündigt worden, jedoch war diese Botschaft damals bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben verbunden. Wir sehen also, dass die Verkündigung des Evangeliums nicht allein eine neutestamentliche Sache ist. Deshalb lesen wir auch im Buch der Offenbarung von dem ewigen Evangelium. Vom neuen Bund lesen wir bereits im Alten Testament. Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Gott gab bereits im Alten Testament seinem Volk das Versprechen eines neuen Bundes. Nicht wie der Bund, den er mit ihren Vätern schloss. Doch wieso nicht? Weshalb wollte Gott schon damals einen neuen Bund mit seinem Volk schließen? Lag das Problem an dem Bund oder bei den Menschen?
Wenn wir nochmals Vers 32 lesen, erfahren wir, dass es Gottes Volk war, das diesen ersten Bund gebrochen hatte. Denn sie haben meinen Bund gebrochen. Das Problem lag also nicht an dem Bund, sondern an denen, die diesen Bund gebrochen hatten. Schauen wir uns diesen Bund also einmal an. Wir finden ihn im 2. Buch Mose. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Bevor Israel die 10 Gebote erhielt, erinnert sie Gott noch einmal daran, wie er sie aus der Knechtschaft Ägyptens befreit hatte. Er gab ihnen das Versprechen, dass wenn sie auf seine Stimme hören und ihm gehorchen und den Bund bewahren würden, sie sein besonderes Eigentum und Volk sein werden. Darauf antwortete das Volk: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Was denkt ihr ist falsch an dem, was das Volk antwortete? Nun, der Fehler, den sie machten, war, dass sie Gott das Versprechen gaben, alles zu halten, was doch aber er ihnen versprochen hatte. Versteht ihr das? Der alte Bund war also das Versprechen Israels an Gott. Noch bevor Gott ihnen die 10 Gebote gab, gaben sie ihm das Versprechen, sie zu halten. Doch, wie kann man überhaupt Gott versprechen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun? Als Mose ihnen dann das Buch des Bundes vorlas, antworteten sie erneut, dass sie all das, was der Herr sagt, tun wollen. Darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes, und sie sprachen: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Daraufhin sprengte Mose Blut auf das Volk und sagte ihnen, dass dies das Blut des Bundes sei, den der Herr mit ihnen schloss, und zwar aufgrund aller dieser Worte. Gott gab ihnen diesen Bund, die 10 Gebote. Mose nimmt das Blut und versiegelt diesen Bund. Und das Volk sagt: Wir versprechen zu gehorchen und alles zu tun, was du uns gesagt hast. Sie versprachen Gott, gehorsam zu sein. Doch ein paar Kapitel weiter in 2. Mose 32 sehen wir, dass sie ein goldenes Kalb gemacht haben. Haben sie ihr Versprechen gehalten und sind Gott gehorsam geblieben? Nein. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Wie war das bei Abraham, als Gott mit ihm einen Bund schloss und ihm die Verheißung eines Sohnes gab? Blieb er diesem Bund treu oder wollte er Gott dabei behilflich sein, dieses Versprechen einzulösen? Was beinhaltete dieser Bund? 5. Mose 4, Vers 13: Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch zu halten gebot, nämlich die 10 Worte. Und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Dieser alte Bund beinhaltete die 10 Gebote und das Blut des Lammes. Israel wollte Gottes Versprechen selber und aus eigener Kraft erfüllen. Worin liegt nun der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund? Nun, das Problem beim alten Bund, haben wir nun gesehen, war nicht das, was er beinhaltete, sondern es war das Versprechen des Volkes, dass sie selbst diesem Bund treu sein wollten. Das Problem beim ersten Bund lag also beim Volk, denn sie gaben Gott das Versprechen, selbst gehorsam zu sein gegenüber seinen Geboten. Wie viele von uns leben heute noch unter diesem alten Bund? Wie oft haben wir Gott schon das Versprechen gegeben, nicht mehr zu sündigen, und sind dabei kläglich gescheitert? Wie oft haben wir schon zu Gott gesprochen: Das ist das letzte Mal, dass ich mich dieser Sünde hingegeben habe,
und kurz darauf machen wir wieder den gleichen Fehler. Das also sind Christen, die noch unter dem alten Bund leben. Sie wollen Gott das versprechen zu tun und zu halten, was er durch ihnen verheißen hat. Alle, die so denken, stehen noch unter dem alten Bund. Und deshalb sagt Gott im neuen Bund, dass er derjenige ist, der es auf ihre Herzen schreibt. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, denn sie haben meinen Bund gebrochen, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Im Neuen Testament werden wir an dieses Versprechen Gottes nochmals erinnert. Denn er kam als Mittler mit einem besseren Bund zu uns. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist. Dieser neue Bund beinhaltet ebenso die 10 Gebote und das Blut des Lammes, nämlich das Blut von Jesus. Gott selbst erfüllt dieses Versprechen in unserem Leben. Er ist es, der sein Gesetz in unsere Herzen schreibt. Jesus sagt, dass sein Blut das Blut des neuen Bundes ist. Der alte Bund hatte auch Blut, das Blut eines Lammes, hinweisend auf Christus. Jesus wusste, dass wir seine Gebote nicht aus uns selbst halten können, deshalb heißt es auch, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Es ist durch den Glauben an Jesus, dass ich seine Gebote halten kann. Gott selbst ist es, der sein Gesetz in mein Herz schreibt. Was also soll unser Beweggrund sein, Gottes Gesetz zu beachten? Nichts anderes als die Liebe. Römer 13, Vers 10, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und zwar nicht deshalb, weil ich mir durch die Beachtung seiner Gebote meine Erlösung erkaufen möchte, sondern ich tue seinen Willen gern, weil ich ihn liebe. Es ist der Heilige Geist, der Tröster, den er uns versprochen hatte zu senden, der uns dabei hilft, im Einklang mit seinem Willen und in Harmonie mit seinen Geboten zu leben. Die 10 Gebote Gottes sind seine 10 Versprechen an uns, denn wir beachten seine Gebote nicht deshalb, um dadurch gerettet zu sein, sondern weil er uns ja errettet hat, möchte er uns wieder in Einklang mit seinem Gesetz bringen. Deshalb fangen seine Gebote ja auch so an, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Wurden wir nicht zuvor aus der Knechtschaft der Sünde befreit, bevor wir begannen, mit Gott zu gehen? Bevor Gott dem Volk Israel die 10 Gebote gab, befreite er es zuerst aus der Knechtschaft Ägyptens. Darum spricht Paulus auch in Galater 4 von den 2 Frauen, die Abraham hatte. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham 2 Söhne hatte, einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn, dies sind nämlich die 2 Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das durch Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem, und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei, und dieses ist die Mutter von uns allen. Paulus sagt uns hier, dass Hagar das aktuelle Israel repräsentiert, das in Knechtschaft lebt. Paulus sagt, dass die Juden das jetzige Jerusalem, die Nachkommen Hagars, repräsentieren, weil sie Gottes Verheißungen durch ihre eigenen Werke erfüllen wollen. Ismael war der Sohn, durch den Abraham Gottes Versprechen an ihn durch seine eigene Kraft selbst erfüllen wollte. Während Isaac der Sohn der Verheißung war, die Gott ihm gegeben hatte, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo es für Abrahams Frau Sarah gar nicht mehr möglich gewesen wäre, Kinder zu bekommen. Damit die Erfüllung von Gottes Verheißung
nicht aus seinen eigenen Werken geschah, sondern von Gott ihm geschenkt wurde. Seht ihr den Unterschied zwischen diesen beiden Bündnissen? Er sagt, dass Sarah das obige Jerusalem repräsentiert. Und ist es nicht so, dass viele Christen heute die Erwartung eines irdischen Jerusalems haben? Doch alles, was Paulus denjenigen sagen kann, die ein irdisches Reich erwarten, ist: Ihr seid die Kinder der Magd. Ihr seid Hagars Kinder, Kinder der Knechtschaft, nicht der Freien von Sarah, denn unser Jerusalem ist im Himmel und nicht in Palästina. Sind wir Kinder der Verheißung? Und wenn wir es sind, dann können wir auf dieselbe Weise, wie Isaac durch Gottes Kraft geboren wurde, indem Gott die Verheißung erfüllte, was Abraham nicht selber tun konnte, auf dieselbe Weise möchte Gott in deinem Leben seine Verheißungen vollbringen, denn er spricht: Ich schreibe mein Gesetz in dein Herz. Gott ist es, der es uns schenkt, auf seinen Wegen zu gehen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb heißt es auch in Galater 5, Vers 16: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn wenn ihr im Geist wandelt, seid ihr auch nicht unter dem Gesetz. Denn wenn wir im Geist wandeln, zeigt sich auch die Frucht des Geistes in unserem Leben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Und die Liebe schenkt uns Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes ist die Liebe. All die anderen Dinge, welche danach aufgezählt werden, sind nur Ausdrücke dieser Liebe, und gegen diese, sagt uns Paulus, gibt es kein Gesetz. Viele Christen behaupten, weil sie zum Beispiel in Zungen sprechen, dies beweisen würde, dass sie den Heiligen Geist haben. Doch das ist nicht wirklich ein Beweis dafür, dass du den Heiligen Geist hast. Diejenigen, die den Heiligen Geist haben, in deren Leben wird auch die Frucht des Geistes erkennbar sein, nämlich die Agape-Liebe. Denn wie viele Christen behaupten, den Heiligen Geist zu haben, streiten sich aber mit ihrem Nächsten, sind ungeduldig, haben keine Freude, und oftmals zeigen sich ihre besten Früchte nur darin, dass sie andere kritisieren. Doch Paulus sagt, dass die Frucht des Geistes die Liebe ist. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das Gesetz ist nicht gegen diese Dinge, denn der Heilige Geist wird uns immer in Einklang zu Gottes Gesetz leiten und führen. Denn er ist es, der uns Gottes Liebe in unsere Herzen ausgießt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wenn du diese Liebe hast, spricht Jesus zu dir: Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wenn wir also wissen möchten, wie wir vom Heiligen Geist umgewandelt werden, müssen wir nur auf seine Gebote schauen, auf alle 10 Gebote. Nicht nur 9 oder 8. Denn jedes dieser Gebote ist ein Versprechen von Gott an dich, das er in deinem Leben durch den Heiligen Geist vollbringen möchte, um in Harmonie mit ihm zu leben, nicht aus unserer eigenen Stärke heraus, sondern durch Christus. Paulus erklärt: Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne, vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Durch den Glauben richten wir vielmehr das Gesetz wieder auf. Viele Christen sprechen davon, dass sie unter der Gnade sind, aber was meint die Bibel wirklich damit? In Titus Kapitel 2 finden wir eine Beschreibung darüber, was Gnade bedeutet. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Gottes Gnade lernt uns nicht mehr zu sündigen.
Denn Christus ist nicht gekommen, um uns vom Gesetz zu erlösen, sondern von der Gesetzlosigkeit. Gnade ist kein Freibrief zum Weitersündigen, sondern die Kraft Gottes in uns, nicht mehr zu sündigen. Jesus kam, um uns von der Sünde zu retten, nicht in unseren Sünden. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wir werden durch den Glauben an Jesus gerettet, doch nach unseren Werken gerichtet. Weshalb ist das so? Weil es unsere Werke sind, die sichtbar machen werden, ob unser Glaube echt ist. Schließlich gibt es viele Christen, die sagen, sie haben den Glauben an Jesus. Doch wenn man ihnen Gottes Gebote zeigen möchte, wollen sie nichts davon wissen. Doch wahrer Glaube wird Frucht zeigen und unser Leben in Einklang mit Gott und seinem Willen, sein Gesetz bringen. Deshalb beinhaltet der neue Bund das Blut Christi, welches er für uns vergossen hat, und sein Gesetz, welches er in unsere Herzen schreiben möchte. Nicht mehr auf Stein, aber in unsere Herzen, damit wir ihn lieben können. Möge Gott uns dabei helfen, dass wir damit aufhören, ihm Versprechungen zu machen, sondern das, was wir aus uns selbst niemals vollbringen können, er in uns wirken mag. Amen.